Generation X, Gen X, ein klingender Name. Aufgewachsen im Schoss von Flower Power und der Utopie von einer offenen Gesellschaft, haben sie ihre Jugend in den letzten Jahren vom letzten Jahrtausend durchgelebt. Flower Power und Jugendaufstände haben die Welt in ihren Augen nicht verbessert. Grund genug, um selber das Geschehen in die Hand zu nehmen. 60 Millionen Franken für ein Opernhaus, aber kein Jugendzentrum. Das ist der Plan der Stadtregierung in Zürich. Es hat es fast zum Überlaufen gebracht. Zürich brennt. Die Jugend auf der Straße fordert Freiraum und Anerkennung. Hunderte von Verletzten später ist der Brand gelöscht. Die Jugend wird anders angeschaut. Sie bekommt das lange ersehnte Jugendzentrum. Die Rote Fabrik ist endlich fest in jungen Händen. Trotz erkämpfter Freiräume ist man immer noch gefangen in der Geschichte. Das Damoklesschwert vom Kalten Krieg hängt über allem. Tschernobyl, Glasnost, Perestroika. Und plötzlich ist es soweit. Der eiserne Vorhang reißt und die ganze Welt schnauft auf. End of time. Niemand hat es erwartet. Ist es Zufall, Absicht oder sogar ein Unfall? Egal. Die Balance der westlichen Welt ist wiederhergestellt. Balance. Sowieso ein wichtiges Wort. Work-Life-Balance. Ein neuer Begriff macht die Runde. Die Balance zwischen Schaffen und Leben. Schaffen ist nicht Leben. Und Leben ist nicht Schaffen. Schaffen, damit ich leben kann und mir etwas ermöglichen kann, gönnen. Schaffen fürs Wochenende, schaffen für die Ferien. Wenn Schaffen nicht Leben ist, kann man sich die Frage stellen, ob noch genug Leben vorig ist nach 5x8 Stunden Arbeiten pro Woche. Leben. Leben im Überfluss. Neue Freiheit und unendliche Möglichkeiten. Gönn dir, genieße es und probier es aus. Aber Finger weg von den Drogen. Platzspitz, Letten, Drogentouristen, die nur auf Zürich kommen, um sich knapp am goldigen Schuss vorbeizuspritzen, weil man hier ungestört einen Trip erleben kann. Die neue Freiheit führt viele in eine neue Gefangenschaft. Freiheit wiederum verspricht Killen. Ein bisschen verstaubt und leidend unter einem schlechten Ruf bekommt sie einen neuen Anstrich. Killen ist jetzt modern, poppig und farbig. Seeker sensitive. Menschen, die in die Kirche kommen, sollen überrascht sein, wie cool das Killen ist. Langweilig? Nein. Komm mal zu uns schauen. Ist es ein neuer Schlauch für einen neuen Wein oder nur ein neuer Schlauch für einen alten Wein? Gen X, eine Generation, die Techno gehört hat, bevor es als Kommerz verschrien worden ist. Eine Generation, die noch weiss, was Antischock beim Discman bedeutet und vom Fax bis WhatsApp fähig ist, mit der Welt in Kontakt zu treten. Ein wilder Ritt war es. Und jetzt? Gen X. Der Versuch, so ein bisschen zu umreissen, was die Generation ist, ausmacht, erlebt hat, ist unzulänglich, oberflächlich. Und doch soll es etwas zeigen. Generation X, wie wir sie nennen, hat nur noch einen grossartigen Namen. Mit Gen X studiert das mal. Das ist einfach cool, wenn man zu Gen X hören darf, oder? Nicht nur ein grossartiger Name, sondern wirklich auch eine krasse Vergangenheit, eine krasse Geschichte. Es ist vieles gegangen. Vieles ist passiert, vieles ist erreicht worden. Und es ist nicht alles schlecht. Auch wenn die Ernüchterung nach dem Höhenflug normalerweise auch gekommen ist. Gen X, Generation von meinen Vorbildern. Ich liebe Gen Xler. Es sind meine Vorbilder, es sind meine Jugendpastoren und Jugend- und Jungschulleiter gewesen, meine Vorreiter. Sie haben mir gelehrt, was der Glauben ist, was das Leben ist. Ich habe ihnen so viel zu verdanken, den Gen Xer. Wir sind in dieser Serie Generations und das Ziel ist nicht, die Generation irgendwo in der Schublade zu versorgen, für das weiss ich zu wenig darüber, sondern das Ziel ist, die Generationen, die hier unsere Kirche bilden, zu thematisieren, Herausforderungen, Stärken anzuschauen und zu überlegen, was kann der Teil sein, wo die Generation beiträgt dazu. Heute Generation X, die heute so zwischen 40 und 55 sind. Ob sie es selber zugeben, ist noch eine andere Frage, das kennen wir vielleicht. Eine Generation, die viele Herausforderungen gemeistert hat und drin ist immer noch. Im Gegensatz zu früheren Generationen, Stichwort okay Boomer, wer jetzt nicht rauskommt, darf gerne die Predigt von letzter Woche hören, sind immer noch Herausforderungen. Und die Herausforderungen sind ja noch nicht zu Anschuldigungen geworden. Wenn ich jetzt so das Gefühl habe, bei den Boomer, das sage ich jetzt einfach so plakativ, dürfen wir nicht behaften darauf, aber ich glaube, dort ist schon vieles zum Vorwurf geworden. Sie sind schuld für das und dieses und jenes. Ob das stimmt, kann ich so nicht sagen, nicht bestätigen, aber das macht man mit ihnen.
Mit der Generation X ist es noch ein bisschen anders. Die stecken vielleicht aktuelle Herausforderungen, hast du schon gehabt, aber das Urteil, okay Boomer, gibt es für Generation X noch nicht. Und das ist eigentlich etwas Cooles. Heisst nicht, dass keine Herausforderungen da sind, aber heisst, dass die Herausforderungen, dass man im Moment drin ist und sich noch wird zeigen, wie es weitergeht. Das heisst, dass man die Herausforderung annehmen kann. Man hat von Gen X schon früher von den Schlüsselkindern geredet und da sagen wir ja immer, Gen X ist, das bedeutet nicht, dass alle immer alles sind, oder? Aber so die Begriffe sind aufgekommen, Schlüsselkinder. Kinder von Eltern, die beide gearbeitet haben, die Work-Life-Balance so noch nicht kennt haben, beide am Arbeiten, das Kind bekommt den Wohnungsschlüssel, warum? Ja, damit es nach der Schule heimkommt und rein kann und nicht draussen im Garten muss warten. Die Kinder waren allein daheim und der Begriff ist entstanden, ein Schlüsselkind, ein Kind, das viel allein daheim ist, weil die Eltern am Arbeiten sind. Die Gefühle, die dort so raufkommen, ist vielleicht eine gewisse Verlorenheit, vielleicht klingelt es da bei den einen. Das war dort so am Entstehen oder am Aufkommen. Das hat auch eine positive Seite. Die Kinder sind ja selbstständig geworden, sie selber müssen schauen. Die Freiheit und die Möglichkeiten, die sich die Generation X erkämpft hat und heute hat. Wir haben vorher jetzt einen kleinen Durchgang durch die Geschichte gehabt, oder? Und die Generation X hat sich vieles erkämpft, ist auf der Straße, ist aktiv gewesen, nicht nur daheim auf dem Sofa. Work-Life-Balance hat man sich leisten können. Leben und arbeiten. Nicht nur arbeiten, sondern auch leben. Es kann sein, dass es zu einer gewissen Gönn-dir-Mentalität geführt hat. Weil ich es mir wert bin. Den Spruch kennen wir noch von irgendwo, oder? Weil ich es mir wert bin, habe ich Gott zwischenweise noch gehört im Fernsehen. Und natürlich ist es eine Errungenschaft, dass man sich selber das wert sein kann und selber sich schauen kann, sich etwas gönnen, für sich selber einstehen kann. Und trotzdem ist, wenn das Lebenskarussell sich zu fest um das dreht, kann man sich fragen, macht das Sinn? Landet man am Schluss nicht wieder bei dieser Sinnlosigkeit und verliert man sich drin? Eine mögliche Herausforderung. Eine Generation, die freiheitsliebend ist und sich das Leben organisiert nach seinem Geschmack. Eine Generation, die eben Revolutionen kennt, kann man sagen. Vielleicht ist eine Revolution ein grosses Wort im Welt geschehen, aber so in der Schweiz ist einiges passiert, oder? Und sich abgestreift hat, gewisse Sachen, die man nicht mehr wollen. Und andererseits eine Generation, die immer noch unter vermeintlichen oder unter echten Konventionen leidet, sich unterworfen hat. Ein Herzwort. Man sollte, man müsste. Es wird von mir erwartet. Ich mache nur, wie es von mir erwartet wird. Etwas, was man hört, immer wieder. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Rollenbild von Mann und Frau. Ich möchte gar nicht groß darauf eingehen. Aber die Rechte für die Gleichstellung, die sind langsam gekommen in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten. Das Bild der Gesellschaft, wo man hier dafür gekämpft hat, ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht eine gerechte Gesellschaft. Die Löhne sind immer noch nicht gleich. Also man hat etwas erkämpft, hat sich Freiräume erkämpft, hat sich eine grosse Errungenschaft gemacht und trotzdem bleibt irgendwie der Beigeschmack. Es ist noch nicht ganz geschafft, wir sind noch nicht ganz dort. Herausforderungen, die vielleicht heute gerade unsere Welt wieder beschäftigen. Und die Frage, automatisch, habe ich genug gemacht? Glaube ich noch, was ich gemacht habe? Hat es zu etwas geführt? Die ist erlaubt, die steht im Raum und die wird sich gestellt. Und die Frage nach dem Sinn kommt wieder auf. Aber ganz ehrlich, Generation X definiere ich persönlich gar nicht durch die Herausforderungen und, kann man sagen, die Schwächen oder die Schwierigkeiten der Geschichte. Sondern ich habe vorher schon gesagt, Generation X ist eine grossartige Generation. Sie hat die Gesellschaft geprägt. Und wir kommen zu den Stärken. Was macht die Generation aus? Die Generation X, was bringt sie in die Gesellschaft hinein? Weil das ist die Frage, die wir uns am Schluss wirklich stellen müssen. Gen X hat vieles erlebt, hat sich freigestrampelt, das ist schon gesagt. Starre Gesellschaftsregeln gesprengt. Freiheit entdeckt. Gen X hat gelernt, feiern, das Leben genießen, zeigt Emotionen, feiert das Leben. Das Individuum ist wichtig geworden. Und eben, Work-Life-Balance bedeutet nicht nur irgendwo arbeiten und leben nebendran, sondern auch für mein Umfeld. Dass man sich kennt, dass man sich sieht, dass man da ist. Eine grossartige Errungenschaft, dass man nicht nur auf das Arbeiten lebt.
Geboren und aufgewachsen in der Zeit vom Kalten Krieg plus minus. Ich weiss, Gen X 15 Jahre, das ist immer eine grosse Spannweite. Und trotzdem steht, oder ist das prägende Ereignis in der Geschichte, ist wahrscheinlich der Mauerfall gewesen, wo ich zwar als Kind erlebt habe, aber nicht so richtig bewusst. Und doch ist es irgendwie bei mir noch in den Knochen. Aber die vor mir geboren sind, die haben es erlebt, die haben gewusst, was es bedeutet. Befreiung, eine neue, freie Welt. Gen X ist auch mega vielseitig. Sie kennt alles, eben Fax bis Telegram. Telegram damals, Telegram heute. Sie ist kreativ, gut ausgebildet und hat so den Wechsel von analog zu digital voll und ganz miterlebt. Etwas, was für mich so ein bisschen von weit weg geschaut ins Auge sticht, ist, dass Gen X hat sich immer wieder mal Sachen erarbeitet, hat gefunden, das, was vor uns gemacht wurde, das war nicht genug gewesen, eben Flower Power und so weiter, wir haben es probiert, jetzt machen wir es noch, und zwar richtig. Und dann, die erkämpfte Freiheit ist dann gekommen, oder zum Teil gekommen, und man ist wie über das Ziel ausgeschossen, und was gefolgt ist, ist wieder der nächste Klapp, und immer so ein bisschen auf und ab. Und ich weiß nicht, ob das selbst verschuldet oder Geschichte, die irgendwie noch mitgespielt hat, aber mir fällt das auf die Wellenlinie. Und was mir vor allem auffällt, ist, dass sich die Generation noch ihren Platz in der Geschichte gekämpft hat, weil sie immer wieder aufgestanden ist. Weil sie immer wieder gesagt hat, okay, wir gehen nochmal, wir probieren es nochmal, wir bekommen das auch noch in den Griff. Aber Gen X in eine Box drücken ist verboten. Jeder Gen Xler weiss es und ich weiss es heute auch, wenn ich darüber gelesen habe. Es ist erstens nicht mein Ziel und zweitens, es ist nicht möglich, es ist so vielfältig. Und darum retten wir uns jetzt in die Bibel. Das vorher ist so ein einen Überblick geben, wo wir uns bewegen, wie man es so einordnen kann, aber jeder hat eine eigene Geschichte und das möchte ich auch anerkennen. In der Bibel wird nicht über Gen X geredet, schon nur, weil sie nicht auf Englisch geschrieben wurde. Aber auch sonst, Boomers, Gen X, das kennt die Bibel nicht, aber Generationen kennt die Bibel sehr gut. Und die Bibel redet viel, ganz grundsätzlich redet sie über Generationen hinweg, sie redet viel, ganz generell über Generationen. Und sie begegnet den Menschen einfach auch dort, wo sie im Moment stehen. Und es gibt auch die Geschichte, die mich sehr an die, sage ich mal, Grosswetterlage von Generation X auch ein bisschen erinnert. So, plus minus in der Mitte vom Leben, Vollgas geben, vieles erreicht, an einem Ort, wo man sich fragt, und wie geht es weiter? Es ist die, nennen wir es Zwischenphase. Es ist die Geschichte von diesen paar Freunden, die auf dem See draussen sind, am Fischen sind, komplett im Seich. Weil ihre ganze Hoffnung vor ein paar Stunden ans Kreuz genagelt wurde. Ihre Hoffnung, ihr Jesus, wo sie bereit waren, also sie haben schon ihr Leben hergegeben, für Jesus sind mit dem unterwegs gewesen, haben alles liegen und haben gefunden, jetzt geht es los, jetzt gehen wir vorwärts, jetzt verändern wir die Welt. Und dann wird er einfach umgebracht. Die Hoffnung fliegt irgendwie davon. Die Jünger hängen es im Schiff, sind zurück zu dem, was sie vorher gelernt haben, wieder fischen, resigniert, haben das Gefühl, okay, es ist vorbei, die Welt ist am Ende. Das möchte ich jetzt nicht allen hier Jüngeren jubeln, aber es ist so der Moment, wo man merkt, okay, wo man einen Schritt zurück macht und merkt so, okay, was wollte ich eigentlich, was habe ich gemacht bis jetzt? Und ich finde, es ist ein mega wertvoller Moment. Und es ist vielleicht auch der Moment, wo die Generation X im Moment so drin ist, grössenordnungsmässig. Die Kinder sind langsam draus, es kommt eine neue Generation unten rauf, die auch viel übernimmt, die einiges an Lasten übernimmt und fragt, darf erlaubt sein, was mache ich da, was mache ich noch, was habe ich bis jetzt gemacht? Es gibt vielleicht auch ein bisschen Entspannung und die Fragen kommen auf. Und die Fragen sind auch gut. In dieser Geschichte der Bibel sind die Fragen, ich würde es mal behaupten, ein bisschen heftiger gewesen, als wir sie uns stellen, weil es wirklich, die ganze Welt ist zusammengebrochen für sie. Was dort passiert ist, es hat eine Begegnung gegeben. Jesus ist den Jüngern persönlich begegnet. Er ist am Strand gehockt, während die Jünger draussen am Fischen waren und hat sie so rausgewunken. Ich weiß nicht genau, wie weit. Und die Jünger haben ihn noch nicht erkannt zuerst. Und irgendwann haben sie gemerkt, das ist vielleicht Jesus. Komm, wir schauen. Der eine ist ins Wasser gegumpelt und rausgeschwommen. Und Jesus hat auf sie gewartet, am Feuer, frischen Fisch, am Bräteln. Oder? Es schmeckt auch frischer Fisch. Es tut nicht fischeln, sondern es schmeckt fein. So heimelig schön. Jesus wartet am Feuer, nimmt sie in Empfang. Und es ist die Geschichte, wo Jesus die 3 legendären Fragen fragt.
an Petrus, liebst du mich? 3 Mal. Ein bisschen auf eine verschiedene Art. Aber nach dem 3. Mal ist Petrus eigentlich traurig und sagt, du weißt es doch. Du weißt, ich liebe dich. Und der Petrus, oder, wirklich Gefühlschaos. Er hat das gerade geschnallt, dass Jesus doch wieder und noch oder was auch immer lebt und irgendwo, wie geht es weiter? Und Jesus fragt ihn, liebst du mich? Logisch liebe ich dich. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, denn sorg für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Im Johannes 21, 17 bis 18. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Folge mir nach. Es ist nicht die klassische Motivationsrede gewesen. Ach komm, wir gehen noch eine Runde und so weiter. Jesus hat sich nicht verkauft. Er hat gewusst, der Petrus ist da unten. Er muss da raufkommen, ist klar. Aber sein Mittel war nicht, ja komm, du schaffst es, oder? Sondern Jesus war ehrlich, transparent. Und trotzdem hat die Begegnung die Weltgeschichte zum Kippen gebracht. Weil der Petrus ist nicht der Einzige, die anderen Jünger haben ja auch mitgemacht. Und sie sind wieder aufgestanden und sind wieder losgegangen und haben dieser Welt das Evangelium verkündet. Warum? Jesus ist ihnen begegnet, hat ihnen gesagt, dass er lebt, dass das, was er vorher gesagt hat, wahr ist und gilt. Und dass er sie brauchen will, um der Welt die gute Nachricht rauszubringen. Und Jesus hat keine Werbung gemacht. Er hat nämlich dem Petrus angedeutet, ihr wisst, oder, der Petrus war ein bisschen wilder Keib, oder? Der hat immer mal wieder selber eine Aktion durchgegeben und ist dann wieder gebremst worden. Und Jesus hat gesagt, schau, du hast bis jetzt einfach immer selber wollen. Nicht alles schlecht, aber das eine oder andere noch ein bisschen drüber raus. Und es kommt eine Zeit, wo du nicht mehr im Griff hast, was durchgeht. Und du wirst sogar an Orten herkommen, wo es dir nicht in den Kram passt. Vielleicht hat er dort den Märtyrertod von Petrus angesprochen. Er hat nicht Werbung gemacht. Aber er hat gesagt, folg mir nachher. Und das hat dem Petrus gelangt. Und trotz schlechter Werbung ist der Petrus zur absoluten Legende geworden. Geläutert in seinem Glauben, durch die Krise durch. Jesus nochmal neu kennengelernt. Ein neuer, authentischer Glaube, den er vorher vielleicht nicht kennt hat. Die Geschichte von Petrus inspiriert mich. Und es ist mein Wunsch, nicht nur für Gen X, sondern auch für mich und für andere, die manchmal so auf dem See hocken und denken, was läuft eigentlich? Dass wir ein ähnliches Revival dürfen erleben. Eine Wiederbelebung. Die Gen X, die hat mich geprägt. Die hat mir den Glauben vorgelebt. Indem sie einfach gegangen sind, indem sie Gas gegeben haben, wie der Petrus. Eben, vielleicht kommen wir darüber raus, aber das macht nichts, das hat mir ja auch gefallen. Vorausgegangen wie die Jünger. Und es kann sein, dass die Kirche heute eine andere ist, dass sich einiges verändert hat, dass du vielleicht aktuell in einer Krise bist oder dir anfängst, das muss man nicht Krise nennen, die einen das nicht so gerne, dir einfach überlegst, was machst du, was ist eigentlich richtig. Die Kirche verändert sich. Fragen lähmen dich vielleicht oder werfen dich zurück, haben dich zurück. Es kann sein, dass Gottesbilder, die du bis jetzt gehabt hast und aufrechterhalten hast, sich irgendwie als unplausibel entpuppen. Weil du noch mal die Bibel gelesen hast und gemerkt, das ist gar nicht der Gott, irgendwie bringst du es nicht zusammen. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott, weil du etwas anderes erwartet hättest. Oder von Kirche, weil sie etwas anderes versprochen hat. Egal ob Gen X oder nicht. Es gibt die Momente, wo wir es hingesinnen. In dieser Stadt auf dem Berg, dieser Kirche, wo ich träume davon, hat es einen Bergsee, einen Stadtsee. In der Schweiz wissen wir, das funktioniert. Auch auf einem Berg darf es einen See geben, oder? Nicht nur das Meer unten, sondern einen See in einer Stadt auf dem Berg. Und auf diesen See dürfen wir rausfahren mit unseren Gedanken. Wir dürfen fischen, angeln oder was auch immer wir auf dem See machen. Wir dürfen unseren Kopf hängen lassen vor Enttäuschung. Berechtigt oder unberechtigt, kommt nicht darauf an. Es geht um meine Gefühle. Ich darf meinen Kopf hängen lassen. Es gibt Platz dafür. Extra ein See für das. Wenn es dir so geht wie der Jünger. Die Stadt auf dem See, die leuchtet nicht nur, wenn alle am Lächeln und am Smilen sind, sondern die leuchtet genau darum,
die Stadt auf dem Berg. Die leuchtet genau darum, weil es eben auch diesen Platz gibt. Und wenn du auf dem See raus bist, mit deinen Gedanken am Kämpfen, die Welt und dich selber am Hinterfragen, dann ist am Strand einer, der wartet. Nicht mit Vorwürfen, nicht mit einer Liste, was du besser hättest machen müssen, sondern er wartet und er möchte dir begegnen. Er lädt dich zu einem feinen Essen, zur Gemeinschaft, dass du ihn kennenlernen kannst. Das erste Mal oder neu. Er streckt die Hand aus und er bietet dir an, folg mir nachher. Weil er möchte dich brauchen, er möchte dich schicken. Das geht manchmal nicht auf Knopfdruck. Oder das aus deinen Gedanken rauskommen, das braucht ein Moment. Aber ich glaube, die Gedanken führen uns, wenn wir irgendwo merken, wir bekommen wieder neu Halt, an einen Ort, wo wir einen neuen Glauben haben. An einen Ort, wo unser Glaube auf einem neuen Fundament steht. Neue Authentizität, neue Ehrlichkeit. Wir brauchen das. Die Stadt auf dem Berg braucht das. Ich brauche das. Menschen, die diese Art von Glauben haben, geläutert, frisch, echt, nach bei Jesus. Auch wenn sich die Kirche verändert, auch wenn vielleicht die Rolle nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Wir brauchen die Generation mit ihrer Erfahrung, ihrer Kreativität, auch ihrer Angstlosigkeit und ihrer Geschichte vom Durchbruch. Sie ist wichtig und sie wird wichtig bleiben. Und sie sind noch jung. Meine Bitte an die Generation X, egal wo in diesen 15 Jahren du stehst, ob du dir dazu zählst oder nicht, ob du dich findest in dem oder nicht, lehre uns weiterhin glauben. Ich brauche es, wir brauchen es. Menschen, die glauben, uns vorangehen. So wie ich es als Kind gebraucht habe, als Teenie gebraucht habe, brauche ich es heute noch. Die Predigtserie soll Generationen zusammenführen und nicht auseinander dividieren. Und ich hoffe, ihr habt die Einladung gehört. Und die Einladung geht ja nicht nur an die Generation X. Und die Generation X ist auch in diesen 20 Minuten nicht so genau beschrieben. Man ist dem nicht gerecht worden. Aber was ich glaube, ist, dass wir bewusst immer wieder Schritte aufeinander müssen, dürfen zugehen. Zwischen Generationen. Und ich möchte darum auch, so wie das letzte Mal und wie wir es das nächste Mal machen werden, die Fragen stellen. Zuerst an alle, die nicht Generation X sind. Also die Boomers, Traditionals oder Y oder was auch immer da noch kommt. Alpha ist der nicht T-Church. An alle die sagen, nein, das war jetzt nicht meine Generation, ich bin rundum. Was kann ich lernen von dieser Generation? Vielleicht von Geschichte, aber vielleicht auch von den Menschen. Vielleicht fast eher von den Menschen. Vielleicht gibt es etwas, was du zu bereinigen hast. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Vielleicht gibt es etwas, was es zu bereinigen gibt. Ich habe mir das so überlegt. Und ich habe mir überlegt, ja, was denke ich über die Generation? Wo muss ich, was sollte ich, was sollte sie natürlich, oder? Gibt es etwas zu bereinigen? Dann mach es mit Gott, vielleicht mit einer Person. Vielleicht solltest du mehr mit dieser Generation connecten. Vielleicht sind es nicht einfach die Xer, die irgendwo irgendetwas machen, sondern vielleicht haben sie etwas mit dir zu tun. Ein paar Gedanken, ein paar Fragen, die du für dich selber kannst beantworten. Und dann die Frage an die sich jetzt angesprochen gefühlt hat, oder wenigstens von der Zahl her angesprochen fühlen, zwischen 40 und 55. Bist du versöhnt damit, zu dieser Generation zu gehören? Auch wenn du vielleicht nicht mit allem einverstanden bist, vielleicht selber nicht auf der Straße bist, da und dort und das Gleiche mitgemacht hast, du bist gleich ein Kind von dieser Generation. Bist du versöhnt damit? Und die wichtigste Frage, wo stehst du in dieser Stadt auf dem Berg? Und da gibt es nicht nur den Ort, der gut ist, sondern ob du auf dem Schiff bist, gerade am Rausfahren oder langsam wieder am Reinkommen, ob du am Feuer hockst mit Jesus. Mir ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Und was vielleicht der nächste Schritt ist, wie es weitergeht. Wo stehst du in dieser Stadt auf dem Berg, wo dich als Bewohner braucht? Nicht deine Leistung, nicht deine Arbeit, sondern dich mit deinem Glauben, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Geschichte.
Zum Schluss möchte ich beten. Und wir machen es auch wie letztes Mal. Und ich bitte die sich zur Generation X zugehörig fühlen, also zwischen 65 und 80 Jahrgängen, zwischen 40 und 55, jetzt aufzustehen. Das ist einfach ein Statement, dass ihr zu dieser Generation gehört, das sagt sonst nichts. Aber es ist doch grossartig zu sehen, wer da nicht nur wie alt ist, sondern wer da rum ist. Und alle anderen, die jetzt am Sitzen sind, vielleicht sind die älter oder jünger, lass uns zusammen beten, ich bete stellvertretend für die Generation. Vater, ich danke dir für die Gen X, wie wir sie so nennen. Ich danke dir für den Weg, wo du mit ihnen gegangen bist, wo sie selber vielleicht bewusst dabei waren oder vielleicht auch nicht. Und ich danke dir für die Fragen, die sie an die Welt stellen, für die Fragen, die sie an die Kirche stellen, für die Fragen, die sie an dich stellen. Ich danke dir für ihren Glauben. Und ich danke dir für alles, was ich ihnen verdanke und die Jungen heute ihnen verdanken. Und ich sage euch, mit dem Text aus Jesaja 43, ich bin inspiriert worden letzte Woche, in einem Meeting hat das jemand gebracht und ich finde, er passt grossartig. Es steht dort, doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Das ist das Volk Israel gewendet, der Text, der auf überlebt. Schaut nach vorne, denn ich, Gott, will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Und ich sage euch, als die Generation, die wieder neue Fahrt aufnimmt, die wieder neu Schwung aufbaut, die wieder neu die Welt bewegt und verändert. Ja, mit einem neuen Glauben, mit einem authentischen Glauben, mit einem Glauben, der absolut inspirierend ist. Amen. Gen X darf entspannen, ihr dürft absitzen. Und ich bitte alle anderen aufzustehen. Und die jetzt nicht stehen dürfen mitbeten. Und wir wollen sie sagen, und ich will auch stellvertretend, auch wenn ich selber noch kein Gen X mehr bin, beten für die jetzt da rundherum stehen. Und die dürfen mitsegnen. Vater, ich danke dir für die jüngeren und für die älteren Generationen. Für die geprägt haben und für die geprägt wurden. Und ich sage euch, dass ihr lernen von dieser Generation. Ich sage euch, dass ihr ein offenes Herz dürft haben. Egal, ob ihr älter oder jünger seid, egal, wo ihr euch einordnet. Und dass das, was die Generation X dafür steht, das ist gut, dass es inspirierend sein für euch. Und dass der Glaube euch anstecken. Und ich sage euch, dass wenn ihr etwas zu klären habt, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr das Gefühl habt, das ist die Generation, die irgendwie alles falsch gemacht hat, uns etwas weggenommen, was auch immer, dass ihr Schritte machen dürft auf eine Klärung her. Dass ihr frei werden von dem. Amen. Hey, zum Schluss, es ist grossartig, mit so vielen Generationen da unterwegs zu sein in dieser Kirche. Und jede ist verschieden, jeder Mensch ist verschieden und ich liebe es. Wir haben jetzt noch Zeit vom Worship, vom Gebet. Und du bist eingeladen, hier bei uns im Ministry-Gebet, hier vor Ort in der Parkarena oder online, darfst du den Button drücken. Wenn du merkst, irgendetwas klingt da, du möchtest für etwas beten lassen, vielleicht hockst du auf dem Bötchen, bist draussen und merkst, dir fehlt das Ruder, um wieder reinzukommen, dann ist vielleicht das Gebet mit jemandem das Richtige. Du darfst aber auch mit anderen Anliegen kommen. Ich sage euch, für die Worship-Zeit, dass ihr Gott begegnen dürft, nach bei ihm dürft sein und dort, wo ihr steht, dort dürft abgeholt werden. Amen.